Kaum ein anderes religiöses Oberhaupt erreicht so viele Menschen weltweit und über die Religionsgrenzen hinweg wie Tenzin Gyatso, die oberste Autorität der tibetischen Buddhisten. Sein Anliegen ist es, die Erreichung des Glücks durch Vervollkommnung des Geistes, für den Einzelnen wie für die Menschheit. Wie er das erreichen will, darüber spreche ich jetzt mit seiner Heiligkeit in der Sternstunde Religion. Ihre Heiligkeit, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Sendung. Es ist eine Ehre, Sie hier bei uns zu haben. Danke. Es ist auch mir eine Ehre. Sie sind ein unermüdlicher Verfechter des Dialogs. Nicht nur des Dialogs zwischen den Religionen, sondern auch zwischen Politik, Wissenschaft und Spiritualität. Ich arbeite als Muslimin seit 20 Jahren im interreligiösen Dialog. Dabei kommt immer wieder eine bestimmte Frage auf. Wenn Menschen Ihren Reden zuhören oder Ihre Bücher lesen, sind diese Menschen bereit und offen für den Dialog. Doch wie erreichen Sie die Menschen, welche nicht bereit oder nicht dialogwillig sind? Weil wir alle menschliche Wesen sind, haben wir auch die Fähigkeit nachzudenken. Wir alle haben die Fähigkeit, die Dinge ganzheitlich zu betrachten, nicht nur aus kurzfristigem, sondern auch aus langfristigem Interesse. And not only short-term, but long-term interest. So usually, Normalerweise, und besonders dann, wenn sich Emotionen entwickeln, dann nutzen die Menschen ihre Fähigkeit nicht, die Realität ganzheitlich wahrzunehmen. our ability to know the reality more fully. That usually is Die Menschen nutzen dieses Potenzial nicht immer und dann tendieren sie zur Kurzsichtigkeit, was ihnen, wie es scheint, unmittelbar eine gewisse Befriedigung bringt, indem sie die anderen kritisieren, ihnen schaden oder im schlimmsten Fall sie gar töten. Bereitet das diesen Menschen Befriedigung? Das ist kurzsichtig. Längerfristig gesehen ist niemand daran interessiert. Ich glaube, dass die menschliche Natur grundsätzlich mitfühlender ist. Zudem haben wir unser wunderbares Gehirn. Durch Erziehung, durch Bewusstsein können sich diese Menschen ändern. Sie können lernen, die Dinge nicht mehr nur unmittelbar zu betrachten, sondern weitsichtiger. Es ist bei jedem Problem so. Wenn wir es aus der Nähe betrachten, scheint es unerträglich zu sein. Aber wenn wir dasselbe Problem aus der Distanz betrachten, dann sehen wir, dass es zwar immer noch bedauerlich ist, aber es ist okay. Wenn Sie auf die letzten Jahrzehnte zurückschauen, sind die Menschen allgemein offener für den Dialog geworden oder eher verschlossener? Ich habe folgende Erfahrung gemacht. Ich denke, das Interesse am interreligiösen Dialog ist in den letzten 10 Jahren stark gewachsen. Wohin ich auch gehe, auch an interreligiösen Konferenzen, stelle ich das immer wieder fest. Und dieser interreligiöse Dialog ist nicht nur eine oberflächliche Angelegenheit. Den Menschen ist es ernst. Was auch immer der vorherrschende Glaube ist, jede große religiöse Tradition hat dieselbe Botschaft, dieselbe Praxis. Und das ist die Praxis der Liebe. Und mit dieser Praxis geht die Praxis der Toleranz oder die der Vergebung einher. Philosophisch betrachtet gibt es verschiedene Konzepte. Doch wir müssen uns fragen, was die Absicht der verschiedenen Philosophien ist. Alle haben dieselbe Absicht. Sie sind überzeugt vom Wert der Liebe, vom Wert des Mitgefühls.
Bleiben wir noch ein wenig bei den verschiedenen Philosophien und Praktiken. Wir erleben, dass der Buddhismus in Europa sehr attraktiv geworden ist. Es gibt sogar Unternehmen, welche buddhistische Weisheit und Praktiken zumindest teilweise adaptieren. Wie denken Sie darüber? Der Buddhismus gehört traditionsgemäß zum Osten. Die Menschen sind verschieden und haben auch verschiedene religiöse Glauben. Im Westen herrscht vor allem die jüdisch-christliche Tradition vor, in gewissen Gebieten auch der Islam. Es ist sicherer, wenn jeder bei seinem eigenen religiösen Glauben bleibt. Wenn man die Religion wechselt, führt das manchmal zu Verwirrungen. Es ist also besser, die eigene Religion zu behalten. Es gibt Millionen von Menschen, die aus irgendwelchen Gründen nicht gläubig sind. Sie gehören keiner bestimmten Glaubensrichtung an. Aber gleichzeitig möchten sie eine gewisse Art Spiritualität erfahren, gewisse Geistesübungen praktizieren. Solche Menschen zeigen sich dann offen für den Buddhismus oder für andere Religionen aus der indischen Tradition, etwa für den Jainismus, den Buddhismus oder den Hinduismus. Das ist deren gutes Recht. Aber wichtig dabei ist, wenn sich Menschen neuen Religionen zuwenden, etwa dem Buddhismus, Hinduismus oder Jainismus, welche ihnen persönlich mehr behagen, so bedeutet das nicht, dass ihre ursprüngliche, traditionelle Religion wertlos ist. Deshalb müssen diese Menschen ihren ursprünglichen Glauben respektieren. Das ist sehr wichtig. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind Sie skeptisch, wenn hier Leute von sich behaupten, sie seien christliche Buddhisten oder buddhistische Christen. Möglicherweise ja. Halb Christ, halb Buddhist bedeutet, als Christ glaubt man an den Schöpfer, an Jesus Christus oder an die Dreifaltigkeit. Aber gleichzeitig muss man als Buddhist auch den buddhistischen Glauben, Buddha, respektieren. Das ist schwierig, aber auf dieser Ebene kann man das vielleicht kombinieren. Es gibt Menschen, die finden, diese Haltung würde ihnen mehr inneren Frieden bringen. Einverstanden. Wenn man dann aber eine tiefere Ebene erreicht, dann kommt das buddhistische Konzept der Leerheit zum Tragen. Dort gibt es keinen Platz mehr für einen unabhängigen, absoluten Schöpfer. Ich verstehe. Warum? Ich glaube, es ist schon über 10 Jahre her. Damals habe ich mit einem guten Freund, einem amerikanischen christlichen Mönch, ein wunderbarer Mensch, diskutiert. Wir haben oft miteinander diskutiert, über die Praktiken seiner Religion, wie etwa Mitleid, Vergebung, Toleranz. Er war sehr interessiert und wollte etwas lernen über die indische Tradition, die einzelnen Punkte der Meditation. Wir beide wollten von der anderen Tradition mehr erfahren. Das haben wir gemein. Wir haben über solche Dinge diskutiert. Einmal fragte er mich, wie der Begriff der Leerheit im Buddhismus zu verstehen sei. Ich antwortete ihm, frag mich nicht solche Sachen. Warum? Die Leerheit gehört zum Geschäft des Buddhisten, nicht des Christen. Sie wollen dieses Konzept nicht teilen. Genau. Denn ein Glaubenssatz des Buddhismus lautet, es gibt nichts, das losgelöst existiert. Im Buddhismus, Jainismus und in anderen altindischen Religionen
Allgemein in der buddhistischen Glaubensgemeinschaft gibt es das Konzept des Schöpfers nicht. Ich wollte nicht, dass mein Freund sich mit dieser Sichtweise vertraut macht, denn er glaubt an einen Schöpfer, an Gott. Und jene Sichtweise könnte eine negative Wirkung auf ihn haben. Das möchte ich nicht. Es ist besser, wenn jeder bei seiner Tradition bleibt. Weshalb denken Sie, ist der Buddhismus für Europäer so attraktiv? Ich denke, der Buddhismus allgemein, insbesondere aber der Buddhismus in der nordindischen Tradition. Buddha selbst legte fest und rät uns: Praktiziere meine Lehre nicht einfach blind nur durch Glaube und Hingabe, sondern forsche nach und mache Experimente. Das hat Buddha aufgetragen. In der nordindischen Tradition, der Sanskrit-Tradition, wendet man reichlich logische Untersuchungen und Experimente an. Es gibt Leute, die eher wissenschaftlich denken und die Vernunft lieben, wie der vorletzte Papst, den ich den deutschen Papst zu nennen pflege. Er sagte, Glaube und Vernunft müssen zusammengehen. Solche Menschen, welche eine wissenschaftliche Denkweise haben oder die Vernunft lieben, werden gewisse Ideen nicht einfach durch Glauben annehmen. Ich denke, dass für solche Menschen die buddhistische Vorgehensweise anziehend ist, also Verstand und Experiment zu gebrauchen. Lassen Sie uns nun zu einem... Einige Menschen aus dem Westen, die am Buddhismus interessiert sind, lieben, wenn ich das so sagen darf, den blinden Glauben. Sie meinen nur die Praxis, ohne innere Überzeugung? Ohne zu denken, nur Glauben. Das ist ungesund. Das ist nicht gut. Lassen Sie uns zu einem weiteren Thema kommen, die buddhistisch-islamischen Beziehungen. Gibt es zurzeit einen buddhistisch-islamischen Dialog? Der ist nicht besonders rege, aber in Ladakh in Nordindien schon. Traditionsgemäß besteht dort eine enge Beziehung zwischen den Buddhisten und den Muslimen. Schon seit vielen Jahren pflege ich enge Beziehungen zu muslimischen Brüdern und Schwestern, sowohl zu Schiiten als auch zu Sunniten. Erst vor kurzem war ich in Ladakh auf einer Pilgerreise. Am gleichen Tag habe ich zuerst den buddhistischen Tempel besucht und dann den sunnitischen Tempel, die sunnitische Moschee, und dann die schiitische Moschee. Das alles am gleichen Tag, am gleichen Morgen. Shia Mosque, same day, same morning. Sehen Sie, die Muslime gehören zu einer der wichtigsten Weltreligionen. Sie sind Anhänger des Islam, des Koran. Der Islam ist eine sehr wichtige Religion. Viele Muslime sind wunderbare Menschen. Es gibt auch bösartige Menschen, wie sie jede Religionsgemeinschaft hat, wie sie auch der Buddhismus hat, der Hinduismus hat, das Christentum oder das Judentum oder wer auch immer. Bösartige Menschen gibt es überall. Diese wenigen bösartigen Menschen repräsentieren niemals die ganze Tradition. Wir müssen diese Unterscheidung machen. We must make a distinction. Nowadays, you see, wenn immer heutzutage etwas passiert, heißt es gewöhnlich, die Muslime sind Terroristen.
Oder wenn etwas in Burma passiert, dann heißt es, die Buddhisten sind Terroristen. Das ist völlig falsch. Wahre Muslime oder wahre Buddhisten fügen anderen Menschen niemals Leid zu. Nach dem Islam, dem Koran, muss jeder, der den Islam praktiziert, jeder praktizierende Muslim, die Rechte der anderen respektieren. Und in dem Moment, wo er Blut vergießt, ist er in Wirklichkeit kein praktizierender gläubiger Muslim im eigentlichen Sinne mehr. Einer meiner muslimischen Freunde sagte mir, wer den Islam praktiziert, muss Liebe verbreiten. Und zwar gegenüber der gesamten Schöpfung Allahs. Ich bin einverstanden. Dennoch möchte ich zwei Ereignisse diskutieren, die die buddhistisch-islamischen Beziehungen mitgeformt haben dürften. Das eine liegt 15 Jahre zurück, als die Taliban die Buddha-Statuen im afghanischen Bamiyan-Tal zerstört haben. Wie hat dieser barbarische Akt die buddhistisch-islamischen Beziehungen beeinflusst? Zu jener Zeit wurde ich von einigen Buddhisten aus verschiedenen buddhistischen Ländern kritisiert, weil ich zu diesem Ereignis geschwiegen habe. Ich denke, Vergangenheit ist Vergangenheit. Heute ist es kein buddhistisches Gebiet mehr. Buddhas Statuen waren für die Einheimischen offenbar nicht so bedeutend. Das ist meine Meinung. Das ist bemerkenswert. Wirft man einen Blick auf die Geschichte, dann hat es immer schon solche Zerstörungen und Verwüstungen durch Muslime gegeben, wie etwa in Nalanda. Ich denke auch, dass viele Stupas durch Muslime zerstört wurden. Aber Vergangenheit ist Vergangenheit. Immer das Gleiche zu wiederholen, hat keinen Wert. Vergangenheit ist Vergangenheit. Schreiten wir zur Gegenwart. Sie haben eben auch Burma erwähnt. Von der Situation in Myanmar weiß man, dass die muslimische Minderheit, die Rohingya, verfolgt werden. Der führenden politischen Figur und Chefdiplomatin Aung San Suu Kyi, die wie sie Trägerin des Friedensnobelpreises ist, wird vorgeworfen, dass sie zu den Vorkommnissen schweigt. Was ist Ihre Haltung dazu? Beim ersten Übergriff, als die Nachricht um die Welt ging, dass buddhistische Mönche gewaltsam gegen die muslimische Minderheit vorgingen, war ich in Washington. Medienleute wollten meine Meinung dazu erfahren. Ich war sehr traurig und sagte, jene Buddhisten sollten sich mal Buddhas Gesicht vorstellen. Genau in jenem Moment, wenn bei ihnen diese negativen Gefühle hochkommen. Und genau dann sollten sie sich Buddhas Gesicht vor Augen führen. Wenn Buddha kommen würde, würde er definitiv jene muslimischen Brüder und Schwestern beschützen. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Danach hatte ich ein paar Mal die Gelegenheit, mich mit Aung San Suu Kyi zu treffen, bei den Treffen der Nobelpreisträger. Das eine Mal traf ich sie kurz in London. Ich habe ihr gesagt, sie müsse etwas dagegen unternehmen. Daraufhin sagte sie, das sei sehr kompliziert. Das Militär sei dafür zuständig und es sei selber darin verwickelt. Ich meinerseits habe an sie appelliert, aber sie fand es schwierig. Ich habe keine Beziehungen zu Burma. Ich war noch nie da. Was uns hier in Europa erstaunt, Sie, Ihre Heiligkeit, lehnen Gewalt strikt ab.
Was wir aber da sehen, ist Gewalt ausgehend von buddhistischen Mönchen. Das erstaunt uns, weil der Buddhismus das Image einer gewaltlosen Religion hat. Ja, das habe ich vorher schon erwähnt. Buddhisten, die sich Mönchsgewänder anziehen und Gewalt anwenden, sind keine wahren Buddhisten. Das gilt auch für Muslime. Von denen Sie sagen, diejenigen, die Verbrechen begehen, stehen außerhalb? Ja, jene, die Gewalt anwenden und Terroristen sind, das sind keine wahren Buddhisten oder Muslime. Gut, lassen Sie uns auf unsere Gesellschaft hier zurückkommen. Man ist nicht Buddhist, nur weil man dieses Gewand trägt. Einmal war ich in Mexiko. Dort wurde ich von Katholiken in eine katholische Universität eingeladen. Als ich da ankam, waren viele Bischöfe anwesend. Ich sagte ihnen, manchmal scheint es, als ob bei uns Geistlichen unser Glaube an der Kleidung hänge. Solange wir diese Kleider anhaben, hält man uns für heilige Menschen. Wenn wir unsere Kleider oder Gewänder ausziehen, dann sind wir keine richtigen Gläubigen mehr. Doch das ist ein Irrtum. Aber manche Bischöfe und andere Priester bekommen solche Kommentare oft zu hören. Religion ist eine geistige Haltung und hat nichts zu tun mit einem körperlichen Erscheinungsbild. Ein Buddhist in einem Mönchsgewand, der im Geist böse und gewalttätig ist oder gar tötet, ist kein wahrer Buddhist mehr. Empfinden Ihre Heiligkeit je Wut? Ja, gelegentlich. Wie begegnen Sie Ihrer Wut? Wenn zum Beispiel meine Mitarbeiter ganz kleine Fehler machen, dann schreie ich herum. Das dauert aber nur ein paar Sekunden, dann ist es wieder vorbei. Wir haben über die Wut gesprochen und sind schon fast am Schluss. Aber lassen Sie uns erst noch über ein anderes Gefühl sprechen. Eines, das vielleicht zur Wut führen kann. Unsere Gesellschaft ist zurzeit stark bestimmt durch das Gefühl von Angst. Besonders groß ist die Angst bei uns in Europa, unsere kulturelle Identität zu verlieren. Durch Immigration und Globalisierung. Wie denken Sie darüber, als jemand, der selbst die Erfahrung von Flucht und Leben im Exil kennt? Gleichzeitig kämpft auch Ihr Volk um seine kulturelle und religiöse Identität. Sie bringen also beide Perspektiven mit. Was sagen Sie Menschen hier, welche um den Verlust ihrer kulturellen Identität fürchten? Zurzeit kommen viele Flüchtlinge aus afrikanisch-arabischen Gebieten. Ich schätze es, dass man in Europa so viele Flüchtlinge aufnimmt und ihnen Schutz und Unterschlupf gewährt. Es ist wunderbar. Vor allem die deutsche Kanzlerin. Sie zeigt wirklich Menschlichkeit. Gleichzeitig finde ich, und das habe ich auch schon vorher in einem anderen Zusammenhang erwähnt, wenn die EU Abertausende oder Millionen von Flüchtlingen aufnimmt, sollte sie ihnen auch Schutz gewähren. Den Kindern muss sie den Zugang zur Bildung ermöglichen. Den jungen Menschen eine Ausbildung. Man sollte nicht vergessen, dass diese Menschen mit der Zeit in ihre Heimat zurückkehren und ihre Heimat wieder aufbauen. Dann sollten die Länder, die die Flüchtlinge aufnehmen, ihnen auch nach der Rückkehr in deren Heimat weiterhelfen.
sie nahtlos auch dort beim Wiederaufbau unterstützen, sowie ihnen, wenn nötig, auch Kapital beschaffen. Es können nicht alle Menschen aus dem arabischen Raum hierher kommen, sonst sind ihre Länder ja entvölkert. Es können nur ein paar wenige kommen. In den arabischen Ländern gibt es ein großes Potenzial. Lasst sie aufbauen. Sie konnten bisher nicht in ihre Heimat zurückkehren. Wenn ich Sie nun bitte, eine Vorausschau zu machen, wie denken Sie, wie wird die Welt in 50 Jahren sein? In Zukunft? 1996 hatte ich Gelegenheit, die Mutter der Queen zu treffen. Sie war damals 96 Jahre alt. Sie hat also fast ein ganzes Jahrhundert miterlebt. Ich fragte sie, was denken Sie, werden die Welt und die Menschheit besser? Bleiben sie gleich oder werden sie schlechter? Ohne zu zögern antwortete sie, besser. Sie fügte ein Beispiel an. Als sie jung war, sprach noch niemand über Menschenrechte oder das Recht auf Selbstbestimmung. Heute sind solche Themen allgemeingültig. Das ist wahr. Im letzten Jahrhundert, hauptsächlich zu Beginn des letzten Jahrhunderts, waren die Menschen, vor allem die Wissenschaftler, begeistert, Nuklearwaffen herzustellen. Später, im letzteren Teil des 20. Jahrhunderts, ist immer mehr darüber gesprochen worden, wie man diese Waffen abrüsten kann. In den letzten Jahren hat Obama sogar davon gesprochen, diese Waffen zu verbieten und die Welt atomwaffenfrei zu machen. Das sind positive Zeichen, auch für die totalitären Systeme. Der Gedanke ohne Waffen hat zu einer Veränderung der Denkweise geführt. Weil die eigenen Bewohner sich geändert haben, ist die damalige Sowjetunion zusammengebrochen. Viele osteuropäische Länder sind heute freie Länder. China etwas mehr, Nordkorea weniger. Nun, auch China hat sich schon stark verändert. Es ist zwar immer noch kommunistisch und hat dieselbe Verfassung, aber die Realität hat sich sehr verändert. Ein großes Zeichen der Veränderung verdeutlicht folgendes Beispiel. In China gibt es heute etwa 400 Millionen Buddhisten. Damals, während der Kulturrevolution, wurde jeder Glaube vorsätzlich zerstört. Der Buddhismus hat aber überlebt. Heute gibt es in China, wie vorhin bereits erwähnt, etwa 400 Millionen Buddhisten und wohl etwas weniger als 200 Millionen Christen. Das sind große Veränderungen. Wir können also optimistisch sein? Gewiss. Ich glaube an die Menschheit. Die letzten Jahre gab es immer wieder Treffen von Wissenschaftlern. Was Wissenschaftler vorher untersucht haben, wird nun bestätigt. Die Menschen sind heute grundsätzlich mitfühlender. Das ist einfach nachzuvollziehen. Die ständige Angst, der ständige Zorn frisst unser ganzes Immunsystem auf. Mehr Mitgefühl, mehr Frieden hilft uns, unsere Gesundheit zu behalten. Wenn jemand wirklich vom Wert des Mitgefühls überzeugt ist, dann hilft das allen Religionen, diese inneren Werte aufrechtzuerhalten.
Ihre Heiligkeit, wir sind bereits am Ende. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Weisheit mit uns geteilt haben. Thank you.